Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Diesmal zum Pokalspiel gegen Frankfurt und natürlich zum Spiel gegen Gladbach. Zum Spiel gegen Frankfurt kann ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ihr wisst so, meine Erinnerung hält nicht länger wie 3 Tage. Was ich sagen kann, es war ein langweiliges Spiel. Also erste Halbzeit war totlangweilig. Zweite Halbzeit war dann mal zwischenzeitlich ein bisschen Pokalfieber da, aber nicht wirklich viel, wie ich fand. Da hat Frankfurt sich mal ein bisschen gewehrt, aber ansonsten war es einfach ein langweiliges Spiel, wo man auch nie wirklich so, oder ich nie wirklich so das Gefühl hatte, irgendwie, wir kriegen es nicht hin. Vielleicht ganz kurz mal in der zweiten Halbzeit beim 1:1. Aber ansonsten, es war auch ein schwaches Spiel, muss man auch sagen. Ja, es war kein gutes Spiel von uns. Auch von Frankfurt nicht. Gerade erste Halbzeit. Klar, erste Halbzeit hätten wir natürlich viel höher führen müssen. Mein Gott, wir sind weiter. Wir sind im Finale. Alles ist gut. Von daher gibt es da nicht viel zu meckern. Können wir einen Blick auf die Statistik schmeißen. Die das auch so ein bisschen widerspiegelt, wie ich finde. Also 58% Ballbesitz. Ja, ist jetzt nicht so viel. Des Weiteren kam es mir ein bisschen so vor, als wenn unsere Mannschaft auch ein bisschen platt war. Oder halt einfach schon wieder so im Kräfte-Show-Modus für Gladbach war. Das kann auch sein. Frankfurt hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Fouls ist gleich. Schüsse insgesamt 13-10. Aber wenn man sieht, Schüsse aufs Tor 6-1, Alter. Da siehst du halt, wie gefährlich Frankfurt war mit einem Schuss aufs Tor. Wow. Ich meine, wir waren jetzt auch nicht super gefährlich mit 6 aufs Tor, aber das sind immerhin 5 mehr, aber Ecken 5-3, Flanken 17-9. Schüsse insgesamt, Levi 5, Coman 4. Coman war auch der, den ich stark gesehen hatte. Müller 2. Müller war dann so zweite Halbzeit. Erste Halbzeit fand ich ihn jetzt nicht so. Zweite Halbzeit gerade so wo es dann enger wurde, nach dem 1:1. Er war so der nochmal ein bisschen angekurbelt hat, fand ich. Torschussvorlagen. 5 Müller, 3, Kimmich 3, Perisic 1. Perisic war richtig schwach. Fand ich richtig schlecht im Pokalspiel. Ansonsten Ballkontakte, Davis, Pavard, Alaba. Die verdächtigen 2 sind auf jeden Fall dabei. Pavard ist auch mal dabei. Pavard fand ich auch im Pokalspiel nicht ganz so stark. Hat sich viel mehr um die Defensive gekümmert. Ich denke mal, das wird auch irgendwie eine Anweisung gewesen sein vom Flick. Das ist das, was ich zum Pokalspiel sagen kann. Das ist nicht viel. Wie gesagt, meine Erinnerung ist ja schon ein bisschen verblasst. Ansonsten, wie ich schon sagte, Mund abputzen, weiter. Finale gegen Leverkusen wird auch kein leichtes Spiel. Muss man ganz klar sagen. Wir haben uns immer ein bisschen schwer getan gegen Leverkusen. Und ja, könnte ein interessantes Spiel werden, definitiv. So ein Spiel, wo alle heiß sind und wenn wir da mal einen Schiri haben, der auch die Karten zeigt. Hoffe, wir kriegen nicht wieder den Affen Gräfe, Alter. Weil, was der da gegen Leverkusen gepfiffen hat, ging auf keine Kuhhaut. Bin gespannt. Könnte ein interessantes Spiel werden. Schauen wir einfach mal. Gut, kommen wir zur Bundesliga, Leute. Gestern, meine Erinnerung ist frisch. Wow. Spiel gegen Gladbach. War erstmal was ein ausgeglichenes Spiel, ja. Wir haben glücklich 2-1 gewonnen. Es hätte genauso gut 1:1 ausgehen können, wobei man sagen muss, dass die Gladbacher nicht wirklich gefährlich waren. Dass sie irgendwelche Torchancen kreiert hätten. Die waren so bis zum 16er, war es mal ganz, ganz genehm. Aber so wirkliche Chancen hatten sie nicht. Muss man fairerweise sagen, wir genauso wenig. Das war irgendwie... es war so ein ausgeglichenes Spiel, mit wenig Torchancen einfach, ja. Fand ich jetzt. Jetzt nicht wirklich... wir hatten 2, 3, aber jetzt auch nicht so, wie man das sonst gewohnt war. Des Weiteren muss man sagen, bis zu den Einwechslungen war es auch schwach. Ja. Ich habe auch nicht ganz verstanden, ich meine, wenn schon Lewandowski und Müller ausfallen, warum man dann noch Coman und Davis draußen lässt, schließt sich mir nicht, Leute.
Also ich finde nicht, dass Gladbach jetzt irgendwie so eine schlechte Mannschaft ist, dass man da die zweite Garde aufstellen kann. Dass Zirkzee vorne spielt, gut, das war gut, fand ich gut. Nicht, dass der Gnabry da spielt. Der Gnabry war auch wieder unterirdisch gestern. Ja, also ich sehe den Gnabry aktuell nicht in der ersten Elf, muss ich ganz klar sagen. Perisic war gestern stark, im Gegensatz zum Pokalspiel. Der hat gestern das Heft in die Hand genommen, hat auch geackert. Hat mir gut gefallen. War zwar ein bisschen wirkungslos so, aber gerade erste Halbzeit hat er mir ganz gut gefallen. Ja, ansonsten war es irgendwie, ich weiß auch nicht. Es war ein komisches Spiel. Es war immer mal wieder so ein bisschen Zug drin, ja, aber im Großen und Ganzen, ja, wären Unentschieden gerecht gewesen. Gut, mein Gott, ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben. Aber klar war es ein bisschen glücklich. Und wenn man dann den Neuer nach dem Spiel gehört hat, ja, es war unsere Taktik, den Gladbachern ein bisschen den Ball zu lassen. Oh, weiß ich nicht, Leute. Ich finde es schwierig. Mein gut, wir haben gewonnen. Von daher, das Ergebnis gibt dem Flick recht, aber ansonsten, ja, sehe ich das nicht, Alter, dass wir jetzt FC Bayern erst recht zu Hause uns irgendwie am Gegner anpassen und sagen, wir geben dem Gegner mal den Ball, weil er damit nichts anfangen kann. Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Gut, jetzt mit der Aufstellung kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Weil die vorne war halt gar nichts, Alter. Ja? Q-Song, schwierig, Alter. In meinen Augen war er irgendwie ein bisschen zu fickrig, ein bisschen zu übermotiviert. Wollte halt unbedingt zeigen, was er kann. Ne? Weil er aus Gladbach abgehauen ist. Fand ich jetzt nicht so erfolgreich. Zirkzee war auch relativ wirkungslos, muss man sagen. Aber generell war vorne halt einfach. Wir haben kaum Chancen kreiert. Genauso wie die Gladbacher halt. Das ist, was ich meine. Es war halt echt so Spiel auf Augenhöhe. So viel versucht, viel gekämpft, viel gelaufen. Gerade Zirkzee und Clisson sind in erster Halbzeit richtig viel gelaufen. Zumindest mein Gefühl. Und dann waren die halt einfach auch nach 70 Minuten platt. Das muss man fairerweise auch sagen. Aber ansonsten waren die halt auch wirkungslos. Ja, Zirkzee hat sein Tor gemacht, klar, den muss er natürlich auch erstmal machen, so abgebrüht da eben schnell kurz. Hätte er da kurz überlegt, hätte er vielleicht noch angenommen oder sowas, wäre der Sommer wieder im Tor gewesen. Hat er natürlich gut gemacht. Ja, aber ansonsten, wie ich schon sagte, also aus meiner Sicht jetzt auch kein Bombenspiel. Ja, es war auf jeden Fall besser wie das Pokalspiel. Wir waren definitiv engagierter. Die Gladbacher waren auch immer wieder gefährlich mit ihren Konterversuchen und dem schnellen Spiel und sowas. Aber wirklich, Torchancen haben sie halt auch nicht herausgespielt. Auch da können wir mal einen Blick auf die Statistik schmeißen, würde ich sagen. Die das auch ganz gut untermauert. Wie man sieht, Ballbesitz 49,5. Ich weiß gar nicht mehr, das letzte Mal weniger Ballbesitz gehabt haben mit der Gegner. Zwischenzeitlich, erste Halbzeit war es sogar mal 40-60 für Gladbach. Abseitsstellung, ja, Fouls, Zweikämpfe 50-50. Schüsse gesamt 10-9, Schüsse aufs Tor 5-2. Ja, das ist halt so das Gefühl, was ich auch hatte, dass wir so ein bisschen mehr mal eine Chance hatten. Ich glaube, der Sommer hat noch zweimal gut gehalten. Einmal von Gnabry das Ding, was dann natürlich abgefälscht war, wo der Gnabry nichts hätte für gekonnt. Ich weiß gar nicht, der andere war von Perisic oder ich weiß es nicht mehr, oder Koretzka, einer von beiden. Sieht man dann Schüsse aufs Tor 5-2, Ecken 3-1, Flanken 9-7, aber ihr seht, das ist generell sehr wenig für unsere Verhältnisse. Schüsse gesamt 10 ist sehr wenig, Flanken haben wir natürlich sonst das Doppelte. Da hat man halt gesehen, so Pavard und sowas, die hatten irgendwie, ich weiß nicht, ob die Anweisung hatten, nicht mit nach vorne zu gehen oder was, ich habe keine Ahnung, Leute. Das steckt hier nicht drin, dann müsste der Flick uns mal beantworten. Taktisch gesehen, ja, war es so die Taktik auf Nummer sicher, ne? So, ja, wir nehmen den Punkt mit, ja, Hauptsache wir kriegen keinen. Wir werden schon irgendwie ein Tor schießen, so, das war mir so kam mir die taktische Vorgaben vor. Schüsse gesamt, Gnabry 3, Q-Song 2, Fried 1. Torschuss, Vorlagen, Q-Song 2, Kimmich 2, Perisic 1. Gewonnene Zweikämpfe, Gnabry 6, Goretzka 6, 5, Coman. Gut, wenn wir das jetzt mal ganz kurz vergleichen. Aufsteller.
So, Coman kam in der 62. Minute rein. Also jetzt hier auch auf Aufstellung gewechselt. Du so, vergleich das mal mit dem Außen Gnabry, Alter. Da seht ihr das halt. Warte ich mal. Also Gnabry war für mich gestern... Ja, nach vorne hin war er engagiert, wie immer. Das ist er ja immer. Auch nach vorne hin gewinnt er ja auch mal Zweikämpfe. Nach hinten hin war es wieder so, Alter. Der hat sich 2-3 Mal verdribbelt. Dann hat er so seinen Alibi-Sprint gemacht über 3 Meter nach hinten. Also ganz ehrlich, ich kann den Typen, der kann ja ein netter Mensch sein, ja. Ich kann den bei uns in der Mannschaft nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht, Leute. Er geht mir einfach tierisch auf den Sack mit seinem nicht nach hinten arbeiten, ja. Ich meine, man hat es dann auch zwischenzeitlich mal gehört, dass die Rufe reinkamen, gib nochmal Gas und so weiter. Da sieht man ja auch, dass nicht nur mir das auffällt, ne? Aber, ja, keine Ahnung. Der Flick hält an ihm fest irgendwie und ich habe keine Ahnung. Also, ja, nach vorne hin alles gut, ja. Nach vorne hin ist er engagiert, bisschen zu eigenwillig gestern auch. 2-3 Mal verdribbelt, anstatt ihn einfach mal reinzuspielen. War auch nicht gut. Ja, aber nach hinten ist es einfach eine Nullnummer, Leute. Also, so, die ersten 20 Minuten macht er das noch, danach stellt er das ein. Das passt nicht zu unserer Mannschaft aktuell, wie ich finde. Ja, vielleicht ist es auch nur mal eine subjektive Wahrnehmung, aber ich sehe es halt einfach so. Ja, ansonsten Ballkontakte, 107 Alaba, 97 Boateng, Kimmich 89. Boateng war gestern bockstark. Ja, bockstark, muss man mal so knallhart sagen. Er hat 2-3 Mal richtig gut abgefangen, schon im Mittelfeld. Mega. Also war für mich mit die beste Leistung seit Corona und überhaupt seit der Rückrunde von Boateng. Muss man mal so klar sagen. Ich kann auch hier nochmal umstecken, damit ihr das auch nochmal seht. Na, jetzt Ballkontakt ist wurscht, also ich fand einen Boateng, ja, wie gesagt, richtig stark. Gut, kommen wir mal zu den Noten. Neuer will ich eine 2 geben. War souverän, war alles gut. Obwohl, ne, eher eine 3. Also den einen, den hätte er natürlich festhalten können, woraus dann noch die Chance entstanden ist. Da macht er irgendwie hier so eine... Weiß ich auch nicht, was das war. Also. Alaba würde ich auch eine 3 geben. Ich fand einen Boateng um einiges stärker. Sagte ich ja schon, Boateng war für mich eine klare 2. Pavard mit seinem Eigentor. Ja, Leute, mal ernsthaft, da kommt ein... Was willst du machen? Ja. Vollspeed rein, entweder geht er neben das Tor. Dahinter wäre halt der Hofmann gewesen oder was. Und klar, ob er ihn dann gemacht hätte oder ob den Neuer den gehalten hätte, weiß man nicht. Aber würde ich dem Pavard jetzt keinen Vorwurf machen. Generell bis dahin war er aber auch nicht gut. Ja, muss man auch sagen, wie im Pokalspiel. Fast nur hinten, kaum Akzente nach vorne. Zweite Halbzeit hast du dann gemerkt, so irgendwie, ja, es war ihm so ein bisschen egal. Er wollte unbedingt seinen Fehler wieder gut machen. Das hat er mit der Vorlage ja auch noch getan hat. Hatte ich zumindest so den Eindruck. Hernandez, Alter, 6. Ohne Scheiß. Ich habe selten so einen Schauspieler, so einen... Ja, ohne dass ich beleidigend werde, kann ich den Typen nicht beschreiben, Leute. Also das ist ein Trauerspiel. Ich habe mich geschämt, dass ich den da 2-3 Mal am Boden kugeln gesehen habe. Vorhin hat er jedes Mal geschrien, als hätte er einen Schuss in die Brust gekriegt, Alter. Also das ist verstehe ich nicht, Leute. Ich verstehe nicht, wie man das bei unserem Verein durchgehen lassen kann. Also da muss man mal mit dem Menschen sprechen, Alter, dass so ein Verhalten bei uns nicht geht. Jetzt mal ernsthaft. Ich meine, wir haben schon genug Schauspieler, ja. Wir haben genug Leute in der Bundesliga, wo immer hingeschmissen wird, sonst was gemacht. Aber der Typ, Alter, der übertrifft alles. Er hat ja nicht viel gespielt, aber selbst dann war es ja schon immer mal so, dass er mal eine Aktion hatte. Gestern in jedem Zweikampf, Alter. Eine kleine Berührung, da schmeißt er sich hin, kugelt sich, schreit rum, als würde er abgestochen werden, Alter. Und es war gar nichts. Ja, es war ein Männerzweikampf, Alter. Auch sonst. Jeder Angriff, jede gefährliche Aktion von Gladbach ging über seine Seite, Alter. Wo er raus war, war dicht. Er hat Gladbach gar nichts mehr gemacht.
Also für mich war das, ja, für mich eine Note 6, Alter. Keine Ahnung, ja, ich war eh schon skeptisch beim Kauf. Also wenn man einen kauft mit einer Knieverletzung, keine Ahnung, für 80 Mille, dann weiß ich auch nicht. Gut, dass der Flick natürlich jetzt da den Jerome nochmal pusht und den Alaba da hinstellt und so, kommt man natürlich nicht ahnen vor der Saison. Die 80 Mille wirst du nie wieder kriegen, Alter. Du kannst froh sein, wenn du noch 40 kriegst, wenn überhaupt jetzt in der Corona-Phase. Aber mein Ratschlag, verkauf ihn, Alter. Haut ihn weg, verlängert mit dem Alaba. Zahlt lieber den Alaba seine 2 Mille mehr, die er haben will im Jahr. Anstatt dass da Hernandez ist, der wahrscheinlich, ja, definitiv eine Ecke mehr verdient wie ein Alaba aktuell. Mag sein, dass er sich fängt nächste Saison, wenn er mal eine Vorbereitung hat oder sowas, aber also was ich generell von ihm jetzt bisher gesehen habe, einfach nur enttäuschend, Leute. Und ja, diese Einstellung mit diesem Zweikampfverhalten, nicht auf den Boden schmeißen, rumschreien, als würde man abgestochen werden, boah, sehe ich gar nicht, Alter, gefällt mir wirklich null. Wirklich null. Das als Abwehrspieler ist halt schon lächerlich, ja. Wenn du irgendwie so ein Dribbelgott bist, aber selbst ein Davis, ein Coman oder ein Gnabry machen das nicht, ja, da sollte man sich dann mal irgendwie an die Birne packen und mal fragen, Alter, was ist los mit ihm? Er kommt aus Atletico Madrid, Alter, von Simeone, Alter, der Zweikampfgott Nummer 1 ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er da genauso war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Simeone irgendwie gefällt. Keine Ahnung, also ich finde es lächerlich. Lächerlich. Ja, anderes Wort fällt mir dazu nicht ein. Für mich eine 6, eine klare 6 sogar. Gnabry würde ich eine 4 geben. Ja, nach vorne hin war es okay. Obwohl nach vorne hin war er auch durchschlagslos. Hat sich oft verdribbelt und so weiter. War jetzt auch nichts Weltbewegendes. Husong, ja, wie ich schon sagte, will ich so eine 3- geben. Richtung 4. War für mich so ein bisschen übermotiviert. Hat es nicht schlecht gemacht am Anfang. Ist halt sehr viel gelaufen, muss man auch sagen, ja. Genauso wie CXC, die beiden sind sehr viel gelaufen. Perisic fand ich gerade erste Halbzeit stark. Hat das Heft so in die Hand genommen vorne. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Musste er aber auch, weil, mal ganz ehrlich, der Gnabry war wieder meh. Und die anderen beiden waren halt jung. Da muss halt mal so ein erfahrener Sack das Heft in die Hand nehmen. Kimmich, ja, Kimmich war solide, würde ich sagen jetzt, ne? War so 3. Goretzka, würde ich sagen, so eine 3+, war auch solide. War dann zweite Halbzeit nochmal ein bisschen stärker. Aber generell gefällt mir Goretzka die letzten Spiele richtig gut, Leute. Wirklich richtig gut. Ja, und Zirkzee, ja, mein Gott, was willst du da sagen? Will ich auch eine 3 geben. Sehr viel gelaufen halt auch. Hat sich auch aufgerieben, so durch das ganze Rennen ohne Ball, so gerade erste Halbzeit. Ist halt sehr selten, dass wir so spielen, dass wir die Mannschaft sind, die irgendwie die ganze Zeit am Verschieben ist und am Pressen und am Hinterherrennen. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber das war halt so die taktische Marschroute. Ansonsten Davis für Hernandez. Ja, wie gesagt, Hernandez hätte nachher, ja, den hätte nach 10 Minuten auswechseln können, oder? Hat mir gar nichts gegeben, der Typ. Kann ein netter Typ sein, aber wenn ich halt da so einen tätowierten Assi sehe, der Abwehrspieler ist, der einen auf Bein hart macht und schreit und kugelt sich da rum wie ein Mädchen auf dem Rasen, Alter. Boah, schwierig, Alter. Ich glaube, der wird bei uns nicht glücklich werden mit dieser Einstellung. Davis war auch eine 3, würde ich sagen. War jetzt nicht Bombe, aber er hat halt die Seite dicht gemacht, direkt wieder. Direkt safe hinten. Coman war für mich stark. Hat nochmal einen Wirbel reingebracht. Ja, es ging ein bisschen wenig dann so über die Seite. Fried, kannst du natürlich nicht beurteilen, Alter. Die 12 Minuten, die er da war, hat er alles gegeben. Ist halt unser Torschützenkönig, Alter, aus der 3. Liga. Da geht er ab wie Schmierseife, aber verlässt leider den Club am Ende der Saison. Ja, und dann noch Martinez, 88. Können wir nicht mehr bewerten. Xavi, Alter. Ja, ich feiere den Mann einfach, auch wenn er die 5 Minuten nur drin war. Hat ja auch hinten dann gleich nochmal da die Bälle nochmal rausgeflankt mit dem Jerome zusammen. Ja. So, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Wie gesagt, unentschieden wäre gerecht gewesen irgendwo. Wir waren so ein Tacken vielleicht gefährlicher, mehr Wille gehabt, fand ich so ein bisschen. Aber wie gesagt, beim Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren können, wäre okay gewesen.
Freut mich natürlich, dass wir gewonnen haben. Unsere Serie hält. Das ist sehr schön. Wir können Dienstag Deutscher Meister werden in Bremen. Wovon ich eigentlich auch ausgehe. Dann ist Levi wieder dabei, Müller wieder dabei. Man hat schon gemerkt, so... Ja, obwohl ich hätte es halt mal gerne gesehen, wenn Davis und Coman auf dem Platz gewesen wären, ja. Damit ein Zirkzee vorne drin. Und dann auch mit dem Q-Song dahinter. Das hätte ich halt einfach mal gern gesehen. Weil so kann man das echt schlecht beurteilen, wie ich finde. Weil die geben natürlich nochmal eine ganz andere Stabilität. Wie gesagt, Hernandez war für mich ein Totalausfall. Ja, und Gnabry war für mich, ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, der Sané kommt. Ich hoffe, Coman bleibt verletzungsfrei. Also damit der Gnabry kaum Spielzeit kriegen, bin ich mir sicher. Mal wenn der Süle wieder da ist, ja, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, oder kann es sein, dass vielleicht der Alaba wieder auf die linke Seite geht, der Davies ein nach vorne und ja, dann wird es eng für Gnabry. Bin ich mir auch sicher. Denke mal, der Flick ist schlau genug oder auch die anderen, die alle da sind. Ich denke mal, die werden das auch sehen, dass er nach hinten halt nur so ein bisschen Alibi macht. So wie gesagt, die ersten 20 Minuten macht er das noch. Danach, ja, weiß ich nicht, ob er nicht fit ist, ob er keinen Bock hat. Ist halt auch so eine Einstellung, die mir nicht passt. Und wie gesagt, Hernandez ist lächerlich, Leute. Das ist absolut lächerlich. Ja, dieses Verhalten hat halt so alles andere so ein bisschen überschattet, wie ich fand. Er hat zwei, drei gute Aktionen gehabt, aber auch nach hinten war er viel zu unsicher. Er hat die Seite einfach gar nicht dicht gekriegt. Es ging alles über seine Seite, wenn Gladbach mal nach vorne kam. Und wo der Davis dann da war, ja, war das eigentlich Geschichte. Der Davis war auch viel stabiler im Zweikampf. Verstehe ich halt auch nicht bei so einem Hernandez. Kann gut sein, vielleicht durch seine Verletzung, dass er da irgendwie gehemmt ist und dann meint, er muss sich da rumkugeln und rumschreien, was für mich aber einfach nicht geht. Dass er vielleicht nicht so in die Zweikämpfe geht, immer noch. Ja, kann man dann vielleicht irgendwo nachvollziehen. Aber dieses Verhalten mit dem Rumkugeln und Rumschreien, das geht gar nicht, Leute. Gut. Das war's. Ja, das war der FC Bayern Talk, meine Meinung. Ansonsten im Laufe der Woche wird ja festgelegt, wie Champions League, wann und wie sie weitergeht. Ich denke, das wird wahrscheinlich mit so einem Turnier da weitergehen. Wird dann schwierig für uns, ja. Wird schwierig für uns, wenn es Ende August erst weitergeht. Aber wenn wir jetzt mal gucken. Spielplan. 4.7. wäre für uns das letzte Spiel. Das wäre das Pokalfinale. Ja, und wenn dann die Champions League da mit irgendeinem Turnier Ende August weitergeht, ich denke mal, da werden wir kein Land sehen, weil die anderen Ligen spielen mehr wahrscheinlich bis Mitte, Ende August. Ja, wir werden dann irgendwie 7 Wochen ohne Spiel. Klar kannst du irgendwie vorher dann nochmal ein Freundschaftsspiel machen oder sowas, ein paar, aber keine Ahnung, also sehe ich schwer. Sehe ich sehr schwer, wenn du so ohne Wettkampf dann... Aber lassen wir uns überraschen. Ne? Man kann es noch nicht sagen. Aber es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwann im August erst weitergeht. Und ja, selbst wenn es Anfang August, Mitte August, wären es immer noch 4 bis 6 Wochen, wo wir ohne Spiel sind. Ohne Wettkampfspiel. Von daher... Mein gut, man wird sehen, wir sind jetzt nach der Corona-Phase auch relativ... Das erste Spiel war noch so meh. Aber relativ gut dann reingekommen. Aber Champions League ist dann natürlich ein ganz anderes Niveau. Ne? Und wenn die dann gerade da im Saft sind, voll in ihren Wettkampf sind, denke ich, sind die Chancen eher schlecht als gut. Aber wer weiß, wir werden sehen. Kleiner Ausblick auf jeden Fall. Und wie ich sagte, wegen mir, gönnt euch, haut einen Hernandez weg. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht tue ich ihm ein bisschen Unrecht. Vielleicht braucht er die Zeit und vielleicht behalten wir ihn und er ist nächstes Jahr bockstark und hat seine Einstellung geändert. Gut, dann freue ich mich, aber ansonsten würde ich den Alaba definitiv vorziehen. Und ich denke, das werden auch gerade so die Überlegungen sein. Ja, aber wie gesagt, der Hernandez wird gutes Geld verdienen heute und ja, da muss dann langsam auch mal was kommen. Meine Meinung. Gut, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, falls ihr es Sonntag seht. Ansonsten einen guten Start in die Woche, eine gute Woche, bleibt gesund. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis nächste Woche. Ciao.